Der tote Agent. Ein Kumpel? Er war ein Freund von mir. Das tut mir leid. So ist der Job eben, aber das macht es auch nicht leichter. Nein, stimmt. Sie sind wohl schon länger hier. Ich lebe als Karen Bowman, die Entwicklungshelferin, mittlerweile seit etwa 5 Jahren hier. Ist ein hartes Leben, aber undercover komme ich ganz gut klar. Wenigstens haben Sie einen Heli. Wie bist du ins Land gekommen? In der Business Class von Manaus. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Habe extra bis Villazón durchgesoffen, damit man mich in Ruhe lässt auf der Fahrt. Das erklärt, warum du so stinkst. Es gibt einige Gerüchte über euch. Ich war noch als Frischling in Moskau stationiert, als der Coup abging. Es hieß, ihr werdet beteiligt gewesen. Bestimmt jemand anders. Wir waren nie da. Naja, man trifft nicht jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Vielleicht bringt es ja dann mal den Müll raus. Ist das nicht hart, offiziell gar nicht zu existieren? Sagen Sie es mir, Karen Bowman, die Entwicklungshelferin. Und Sie haben sicher den ganzen furchtbaren Scheiß gesehen, zu dem Menschen fähig sind, wenn sie nichts zu befürchten haben. Aber eins sage ich Ihnen. Egal wie sehr Sie sich abschotten, sich abhärten, auf El Sueño sind Sie nicht vorbereitet. Seine Religiosität ist geradezu wahnhaft. Er hat mehrere Gelübde abgelegt und wenn er nicht wegen Geld oder Muschis im Geschäft ist, dann wegen Macht. Wir sind eine Taskforce aus CIA, DEA und JSOC und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen bei Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer dabei. Die Qataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca zur Wehr setzt. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pacatari. Bolivien hat schon lange einen Hasser von Yankees, aber diesmal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Seid vorsichtig, ich werde es auch sein. Vier Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese 4 werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pacatari, Anführer der Widerstandsgruppe Qataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Qataris 26. Mehr als das. Die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Top down bass cranking on some other tip. Chicks
live cause I love to flip. Rhymes designed to rewind the manuscript. They be like, dang, he ripped. I didn't see it coming. I didn't know you had to flow like a river rushing. That's when she started blushing, telling me she need a husband. I ain't got no time for all that. I gotta keep hustling. Long as my people struggling, I raise the flag up. Take off them handcuffs, baby, let's get these grands up. We started from the bottom, now it's time to stand up. Let me see those lighters, my riders, and twist your fingers up. Now is you ride or die, gangster or herb down? No matter where you at or where you from, get turned out. Let's see if it's... Herzlich willkommen bei einem weiteren Langzeitprojekt. Und zwar, ich erkläre ganz kurz, wie du vielleicht im Thumbnail schon gesehen hast, von diesem Projekt rede ich mit dem Daddy, den habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Leute, setzt euer Pokerface auf. Ich kann nicht sagen, dass ich gern mit Pakatari und seinen Rebellen zusammenarbeite. Diese Ideologie führt doch nur zu noch mehr Toten. Was hältst du von der Operation Nomad? Unterm Strich ist es ein Vergeltungseinsatz. Konzentrieren wir uns, bevor wir zwischen die lokale Politik und den Kugelhagel des Kartells geraten. Erstes Ziel, den Santa Blanca-Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. Hua! Habt's gehört? Hua! Warte mal ganz kurz. Ich bin jetzt gerade auf was draufgekommen. Und zwar, es gibt ja die Möglichkeit, ich fange jetzt nochmal von vorne an. Und zwar, von diesem Let's Play oder von diesem Projekt rede ich schon ziemlich lange, auch mit dem guten Daddy. Wie gesagt, sein Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Kannst du gerne mal reinschauen, wenn du Spaß dran hast, was er macht. Er ist auch Österreicher, gleich wie ich. Seine Ausdrucksweise ist ganz gleich wie meine. Und ja, mehr gibt es dazu momentan nicht zu sagen. Und zwar, dieses Let's Play wird in 2 Etappen. Weißt du was? Daddy, ich nehm deine Mütze, gell? Nur dass du halt gleich mal siehst, solltest du diese Episode in der fernen Zukunft einmal sehen. Ja. Dieses Let's Play wird auch ein Langzeitprojekt, das kann ich dir gleich sagen. Ich habe nämlich mehrere Etappen vor. Jetzt einmal mit unserem Charakter und dem Trupp, der uns begleitet, diese riesige offene Welt. Wie du siehst, sie ist überirdisch groß. Wenn sie ein bisschen kleiner wäre, hätte ich auch nichts dagegen gehabt, aber was soll's. Die Videospiele von heute werden ja immer größer. Was will ich jetzt noch sagen und mir nicht verreden? Genau, Langzeitprojekt habe ich schon gesagt, und zwar dieses Schwierigkeit 5. Bist du dir sicher, Spiel? Hä? Kapier ich nicht. Also da sind wir unterwegs. Ja, aber wieso wird mir das da unten angezeigt? Das ist jetzt einmal egal. Das ist jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Genau, dieses Spiel wird in mehreren Kategorien erscheinen. Und zwar das Solo-Let's Play, so wie ich es jetzt spiele, vorerst einmal bis Level 30. Warum und wieso? Das kann ich da auch sagen. Dieses Spiel besitzt den Tier 1 Modus. Erreichen Sie Stufe 30, um den Tier 1 Modus freizuschalten und auf dieser Seite zu aktivieren. Spielen Sie das Spiel im Tier 1 Modus, um Tierpunkte zu erhalten und exklusive. Und zwar, das ist im Prinzip, kannst du dort verschiedene Missionen machen. Wisst ihr was, ich verlinke euch das vom Daddy, dann seht ihr es da. Es ist jetzt schwierig für mich zu erklären. Machen wir es so, das ist der beste Deal, den ich euch anbieten kann. Alles was Wildlands ist, werdet ihr vom Daddy verlinkt kriegen. Ist einfacher, könnt ihr euch da ein bisschen reinschauen, wenn ihr wollt. Minibus, her da mit dir, du Eumel.
Festhalten, Leute. Ich habe schon mal einen Spielstand gehabt vor ungefähr ab einigen Stunden. Nur habe ich den wieder gelöscht und habe dann jetzt neu angefangen damit. Weil mittlerweile oder momentan sehr viel Wert auf Qualität bei den Videos lege. Ich weiß nicht warum und wieso. Ist halt nun mal so. Wow. Was aber schon fertig ist, ist die Intro-Musik. Ich brauche dann nur schnell ein bisschen Material, dass ich das alles schön zusammenschneiden kann. Für ein Intro. Und der Rest ergibt dann, und soweit ist, gell? Wenn ich mich recht... Ah ja. Ich sehe einen Tango. Stehen noch andere darum. Da ist noch ein Tango. So, der erste Drohnenflug. Trotz der Kontroverse um Odyssey oder um Valhalla. Warte mal, wie ist denn das jetzt gegangen? Geh zu. Muss ich mit den Knöpfen ein bisschen zusammenkommen. Ah ja. Jetzt haben wir es. Was will ich jetzt sagen? Jetzt kommen wir ein bisschen durcheinander auch schon wieder, weißt du? Das ist ja wirklich... Na, das ist der Bur und seit durcheinander kommen. Na, das ist ja wirklich... Zivilisten im Gebiet. Schusslinie beachten. Au! Scheißdreck. Ich liebe die Frau, wenn sie Scheißdreck sagt. Sie betont es so betöricht, Sauber gell? hier drüben. Wir haben Gesellschaft, bleibt wachsam. Ah, da kommt was, schau. Diese Fahrzeuge werden wir uns später auch noch schnappen. Es kann ein recht umfangreiches Let's Play werden. Mit Tier 1 Modus, mit Ich glaube, die Luft ist rein. mit der Solo-Kampagne und dem Korb Dingens, was ich schon seit geraumer Zeit mit dem Daddy wo ich schon lange mit dem Daddy drüber rede, aber bis jetzt ist noch nie was passiert und ich muss mir jetzt da hinhucken und das wirklich einmal durchziehen, weil sonst schaffe ich es bis ins Jahr 2230 noch nicht, ne? Und dann bin ich vielleicht schon grauhaarig und habe kein Interesse mehr an den Spiel, weil man nie die Zeit genommen habe dafür, dass ich es mache, ne? Es wird zwar eine Zeit dauern, bis ich drinnen bin, aber ich bin ein relativ Weg! Wo müssen wir da jetzt hin? Ah, da. Es wird zwar eine Zeit dauern, bis ich wieder drinnen bin, aber das wird auch kein Problem darstellen. Ich hab das Spiel, dass es jetzt nicht anliegt, ich glaube schon über 2 Jahre zu Hause. Ja, aber du weißt ja, wie das ist. Dann hast du halt wieder mal keine Lust, dass du spielst und es ist halt, ja, man hat halt dann auch nicht immer Bock drauf. Es ist leider so. Mal kurz jetzt auch nochmal die Drohne einsetzen. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Ja, mich würde nur interessieren. Ah, jetzt da. Kruzifix da. Wisst ihr was, wir sind jetzt eigentlich eh nur mehr 1 Kilometer vom Ziel entfernt. Wir könnten ja eigentlich zu Fuß gehen. Provozier mich nicht, Hier ist alter alles Mann. sauber.
Und dein Arschel auch noch ein... ja. Dokument anzeigen. Die Wifala ist ein indigenes Symbol in den Anden. Es handelt sich um eine siebenfärbige Fahne mit Schachmuster, wobei jede Fahne ein sehr natürliches oder religiöses Element steht. Ihr Ursprung ist unklar und es existieren verschiedene Versionen, je nachdem, welchen Teil oder welche ethnische Gruppe des Inka-Reiches sie darstellt. Seit 2009 ist die Aymara-Variante offiziell zur Zweitfahne von Bolivien geworden. Zusammen mit dem klassischen rot-gelb-grünen Banner. Sie ist nun das Symbol für ethnische Vielfalt. Okay. Wir schlagen uns da jetzt einmal zu Fuß durch. Und der Rest ergibt sie. Und sollst du das sagen, Daddy? Maximal. Wenn meine Planung hinhaut, was sie momentan sehr selten tut, könnten wir spätestens im Jänner anfangen. Die Zeit musst du mir bitte geben, weil es kommt noch Cyberpunk und da habe ich auch noch ein bisschen was vor. Und ja, schon wissen, um was geht. Weißt du was, das ist mir jetzt aber zu blöd. Ich fahre. Geh, ich komm nach. Na gut. Was ich da das sagen kann, eine schwammigere Steuerung wie hier, habe mein Laptop noch nie gesehen. Okay. So, da haben wir jetzt das erste Ziel. Achtung, Feindpräsenz. Junge, das hätte jetzt nicht geklappt. Das hätte ich jetzt nicht gesehen, dass da Feinde sind. Dir sag es. Da ist der erste Hansch. Ich sehe noch einen Tango. Da ist einer Ja. mit Maschinenpistolen. Mädel, wir können gern Tango tanzen, aber uns tust. Ich hab kein Problem damit. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Okay. Aufklärung. Halten Sie LT, um Feinde und ihre Verteidigung zu markieren. Drücken Sie rauf, um die Drohne zu benutzen. Drücken Sie, um das Fernglas zu benutzen. Ja, ist logisch. Wie du siehst. Fernglas ist aktiviert. So. Wie schaut es jetzt eigentlich mit den Waffen aus? Was haben wir denn da alles? Verschrecken wir das Ziel nicht. Schalldämpfer drauf. So. Jetzt schauen wir nochmal die Drohne. Na. Wo war jetzt die Drohne? Bin jetzt schon komplett verblödet. Jetzt da. Da ist der. Jetzt muss ich nur außerfinden. Geh in Position. Ah. Kann loslegen. Hab ihn, er ist tot. Sehr brav, Meister. Weißt du, wie diese scheiß Drohne wieder ausschaut? Jetzt da.
Siehe das Ziel. Vorwärts. Und ich hab glaubt rückwärts. Madame, don't go me on die Eier. Sonst wie spitz, wie Mammuts Geier. Na. Simultanschuss. Schauen wir nochmal. Visieren Sie. Okay. Ja, das müssen wir trainieren. Das muss ich alles ein bisschen üben. Drohne fliegt. Ich habe eine Idee. Sag einmal, ist da ein Dritter? Ja, hallo Stierli Mirli, was ist los mit dir, hä? Du alte Feldhauptbritzen. So, hoppala. Warte mal ganz kurz, haben wir nicht irgendwas? Ah ja, wir haben ja da Fertigkeitenpunkte, cool. Nö, geht noch nix. Sehr gut, müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir die vergeben können. Bis wir die genug Materialien benannt haben. Dann sollte das schon hinhauen. Na, weißt du was? Wir werden das jetzt auf die Rotzfreche machen. Mensch! Jetzt ist mir die Sau wieder im Weg. Ich will einen Arisch da. Ich glaube, das waren alle. Hab ich auch schon gemerkt. Danke, Alter. Dir sage ich es auch. So ein Schleimpopanz. Mit dem Nachschub können wir uns Wohlwollen von den Rebellen erkaufen. Hier laufen Gegner rum. Ja, dann tu doch was, Alter. Alter Walter. Hä? Alter, Schleimpopel. Ich gehe in Position. Bin schussbereit. Feind am Boden. Sehr gut. Ja, das ist aber erst die Anfangsmission, gell? Ich kann da gleich sagen, es wird Missionen geben, beziehungsweise... solche Schweindeln, da werden wir gleich selber mit dem machen. Es gibt Missionen, da wir verzweifeln. Da gibt es ein Gebiet, sag jetzt einmal, bei dem komme ich ins Schreien. Da komme ich nicht nur ins Schreien, da komme ich ins... Aufpassen, Gegner im Bereich. So. Ja, vorerst einmal ein bisschen looten und Hier drüben leveln. ist ein Narco. Beim Wachturm. Ah ja. So. Ich sehe ein zweites Ziel. Oh Gott, das geht da hin. Mit Maschinenpistolen. Das geht da hin. Alter. Hier ist Ziel Nummer 5. Da sind sie wie die wie die Ameisen am Zucker, ha? Die Schweindeln. Okay. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Und was bist du da jetzt aufgekraut, Mensch, ha?